Was machst du? Flüchtest? Ja, ich muss das Tagebuch vom alten Herr Tochter vom Janusz Korczak retten. Ja, aber wer ist der Janusz Korczak? Wir geben euch eines, die Sehnsucht nach einem besseren Leben, nach einem Leben der Wahrheit und Gerechtigkeit. Vielleicht wird euch diese Sehnsucht zu Gott, zum Vaterland und zur Liebe führen. Lebt wohl, vergesst es nicht. Merci für alles. Wir werden euch nie vergessen. Ihr seid hier immer willkommen. Kommt gleich wieder. Das werden wir. Da könnt ihr sicher sein. So viele Gesichter, die aus meinen Augen verschwinden.
So schade und so traurig. Kinderlein, der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Heute bin ich kinderlein, mit Panna Eichasinn. Heute bin ich kinderlein, mit Panna Eichassin. Guck nicht auf mein Kräuenkopf, sie steckt das Zeichenspiel, sie steckt das Zeichenspiel. Meine Schamme ist noch jung, die zwickt mit Jahren viel. Meine Schamme ist noch jung, die zwickt mit Jahren viel. Weil vom Frühling bis zum Winter ist ein ganzer Sprung. Weil vom Frühling bis zum Winter ist ein ganzer Sprung. So, und jetzt wird Schuhputz. Nicht schon bitte, die haben doch erst geputzt. Also auf Schuhputz habe ich jetzt gar keine Lust. Die stinkt aber. Schaut, Schuhputzen ist gar nicht schwierig. Da bürstet man zuerst einmal den Dreck ab. Und dann streicht man den Schuh mit Schwächse. Und zuletzt poliert man alles auf Hochglanz. So, und jetzt machen wir das gerade alle. Herr Doktor, kann ich auch noch Duschen haben? Sicher. Könnte ich noch eine Schuhwechsel haben? Und wie Gold? Hey, hey! Aber nicht im Gesicht verstreichen. Wir sind doch nicht bei den Indianern. Komm jetzt noch her, ja, eben nicht. Wie gesagt, Schuhputzen ist gar nicht so schwierig. Aber geht ein bisschen sparsam mit der Schuhwichse um. Wieso? Ja, Schuhwichse ist teuer. Ein Büchschen kostet fast 5 Slotti. Was? 5 Slotti? Ja, darum sage ich, nicht vergüten. Dann können wir gleich mal 5 Slotti sparen oder mit etwas anderes kaufen. Ein Ball zum Beispiel. Oder 1000 Ketschgummi. Du spinnst. Für 5 Slotti kannst du sicher nicht 1000 Ketschgummis kaufen. Frau Stefan, es hat geklopft. Grüß dich wohl. Guten Tag. Ich möchte gerne mit dem Herrn Dr. Kotschak reden. Ich wäre ihm nämlich sehr dankbar, wenn er mein Grosskind in sein Waisenhaus aufnehmen würde. Ich kann ihn gerade holen. Wie ist Ihr Name? Gogol. Herr Doktor, eine Frau Gogol will mit euch reden. Frau Stefan, ihr seht doch, ich bin beschäftigt, die alle Hänge voll zu tun. Es wäre wirklich gut, wenn ihr jetzt kommen. Also, wenn es so wichtig ist, dann kann die Frau ruhig noch ein bisschen warten. Herr Doktor, der macht mich noch Wahnsinn. Jetzt geht endlich zur Tür. Es geht um ein neues Kind. Was? Ein neues Kind? Ja, dann komme ich sofort.
Machen dir allein weiter. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne mit dem Herrn Dr. Korczak reden, nicht mit euch. Aber genau der bin ich. Ihr seid der beliebte Dr. Korczak. Euch habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Wenn ihr seine Trafarmee gibt, ist das peinlich. Ich komme wegen meinem Grosskind. Könntet ihr es vielleicht bei euch aufnehmen? Sicher kannst du zu uns kommen. Wie heisst es? Ich bin der Schmuel. Hast du Geschwister, Schmuel? Nein. Dann bekommst du jetzt einen Bruder. Michael, komm schnell hierher. Michael, schau, das ist der Schmuel, er kommt neu zu uns. Schmuel, das ist der Michael, er zeigt dir jetzt das Haus und ich muss wieder mit deiner Großmutter reden. Aber Grossi, ich will doch gar nicht hier bleiben. Ich kenne ja gar niemanden. Schmulik, du weißt doch, wie gerne ich dich habe. Ich hätte dich nie hierher gebracht, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass es das Beste für dich ist. Und jetzt gehe ich mit dem Michael und schau dir das Haus an. Habt keine Angst, es wird mir sicher super gut gefallen. Schau, dort hinten geht es zum Badzimmer. Wollen wir nicht hingehen? Nein, sie sind noch nicht da. Aber ich bin sicher, sie kommen gleich, wenn es etwas zu essen gibt. Da kommen sie ja schon. Ja, die Spatzen. Sie sind bei dir. Da gibt es lustige und liebe, stille und Stürminnen, ungeschickte, praktische, scheuche, Anführer. Jeschi! Da bist du ja. Komm jetzt ins Bett, es ist schon spät. Nein, Fräulein Esther, ich darf beim Herrn Doktor übernachten. Ich habe Zahnweh. Aber Herr Doktor, ihr wisst doch, dass der Jeschi noch gerne ins Bett geht. Aber was ist denn das schon im Vergleich zu seinem Zahnweh? So, kommen die zwei. Es ist Zeit zum Schlafen. Herr Doktor, Ja, wollt ihr uns etwas verlassen? wie kommst du auf die Idee? Wegen dieser Koffer da? Ah, nein. Keine Angst, solange ihr mich braucht, bleibe ich bei euch. Ich habe schon gedacht, ich will mal auf Palästina auswandern, aber eben, ich bleibe bei euch. Und jetzt ist es wirklich Zeit zum Schlafen. Und lasst mich nicht stören, ich will noch ein bisschen in meinem Tagebuch schreiben. Herr Doktor, Mhm. gestern, als ich noch so hoch Fieber hatte, habt ihr mir versprochen, ich denke, du sollst im Tagebuch noch ein bisschen vorlesen. Ah, du hast recht. Was man versprochen hat, soll man auch halten.
Ja, was könnte ich euch echt vorlesen? Vielleicht echt das. Hier tue ich mich daran erinnern, wie ich als kleines Kind das erste Mal gemerkt habe, dass ich einen anderen Glauben habe. Oh ja, lass das vor. Ich war 5, als mir das erste Mal jemand gestorben ist, den ich gerne hatte. Mit Kanarienvogel. In einer Täfelbüchse aus Metall habe ich ihn unter einem Kegelbaum unten im Hof hinter dem Haus begraben. Und wie es weitergegangen ist, das habe ich hier eben so aufgeschrieben. Ich wollte ein Kreuz auf sein Grab stellen. Das Dienstmädchen sagte, nein, das sei ein Vogel, etwas sehr viel Niedrigeres als ein Mensch. Sogar zu weinen sei das Sünde. Soweit das Dienstmädchen. Schlimmer freilich war, dass der Sohn des Hausmeisters befand, der Kanarienvogel sei Jude. Und ich sei auch Jude. Er aber sei Pole, Katholik. Er würde ins Paradies kommen, ich dagegen, wenn ich keine unanständigen Ausdrücke gebrauche und ihm immer folgsam zu Hause stibitzten Zucker mitbringen würde, käme nach dem Tode zwar nicht gerade in die Hölle, aber an einen Ort, wo es ganz dunkel sei. Und ich hatte Angst. Eine Maus! Jeschi, hab keine Angst. Das ist mir Doktor, seine alte Maus. Die wohnt schon sehr lange in seiner Kammer. Schau da, unter dem Tisch. Da steht eine Schüssel Milch für sie. Und dafür bekommst du mein Zwiebel. Das wäre doch fair. Weiss nicht. Das Baul ist darum mega schön. Darum hätte ich sie ja so gern. Und dann bekommst du auch noch die Schoki da. Die ganze? Ja, die ganze. Und ich helfe dir noch im Mathe. Das klingt schon besser. Also, von mir aus. Aber tust du es auf die schwarze Brett in die Tauschliste eintragen? Ich kann nämlich nicht so schön schreiben. Ich auch nicht. Komm, wir fragen das Fräulein Esther. Das ist eine gute Idee. Fräulein Esther, könntet ihr unseren Tausch auf die schwarze Brett in die Tauschliste eintragen? Ja, natürlich. Aber ihr müsst es mir diktieren. Ja, klar.
Seid ihr parat? Ja, fang an! Hanna tauscht mit Felunia bunten Gummiball gegen Zwiebeln, Schokolade und Mathe-Nachhilfe. Oh, Schmuel, gut, dass ich dich gerade sehe. Ich habe in meinen Notizen gelesen, dass du noch ganz viel Geld bei mir zu gut hast. Wieso? Weil du mir doch deine Milchzähne verkauft hast. Soll das Geld gerade geben? Nein, ich will kein Geld. Was möchtest du denn? Ich möchte 2 kleine Maulgeige. Und warum gerade 2? Der Gil, da unten im Haus, hat auch 2. Ah ja, gut. Ich will mich darum kümmern. Oh, ich muss pressieren. Ich muss an eine Vorlesung. Und verwünsche sicher wieder das Tram nehmen. Ade, Doktor, wartet! Frau Stefan, ich bin schon zu spät. Haben Sie ein bisschen Münze eingepackt? Nein, ich habe nicht daran gedacht. Wollt ihr das dran zahlen? Oh, merci vielmals. Ich sage es immer wieder. Unser Herr Doktor ist wie ein kleines Kind. An alles muss man für ihn denken. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ihr habt neben euren 100 Kindern noch eins dazu. Eins, das schon ein bisschen älter ist. Frau Stefan! Frau Stefan! Ich habe gerade gesehen, wie der Herr Doktor auf das fahrendes Tram ist aufgesprungen. Ein schönes Fahrbild, unser Herr Doktor. Er sollte das nicht machen. Das ist einfach viel zu gefährlich. Jetzt habe ich nochmal verwünscht. Das trage ich gerade beim Kindergericht ein. Ich habe dich gefunden, mein Gott, und ich freue mich wie ein verirrtes Kind, wenn es aus der Ferne eine vertraute Gestalt erblickt. Wer ist schuld daran, dass ich mich von dir entfernt habe, mein Gott? Das ist das Allerschlimmste, dass deine helle Gestalt, oh Gott, mir verstellt wurde von deinen verlogenen Deuten. Ich war gezwungen, mich durchzukämpfen durch diese finstere Meute. Darum so spät, darum erst jetzt. Durch die Versuchungen des Lebens, durch irre Wolken und Gestöber meiner Sinne, durch falsche Propheten komme ich zu dir. Und ich freue mich wie ein Kind. Und ich nenne dich weder groß, noch gerecht, noch gut. Ich sage, mein Gott. Ich sage mein und habe Vertrauen. Herr Doktor, Herr Doktor! Was? Du schlafst noch nicht? Wir auch noch nicht! Das geht doch nicht. Es ist schon spät. Die seid ja noch nicht im Bett. Was schreibt ihr überhaupt? Ein kleines Büchlein mit Gebet. Ich gehe zwar nicht so fleissig in die Synagoge, aber
Ich glaube gleich an Gott. Und das Gebet ist mir wichtig. Wie ist das bei euch? Betet ihr? Nein. Ich bete schon lange nicht mehr. Aber ich bete. Und warum betest du? Warum sollte ich nicht beten? Schliesslich bin ich ja jüdisch. Und du, Hanka? Betest du? Ich tue mich anlegen und waschen, ich esse, lehre und spiele. Warum sollte ich nicht beten? Ich weiss, es gibt Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Aber irgendjemand muss doch das alles gemacht haben. Und du, Reginka? Ich habe keinen Vater mehr. Darum bin ich froh, dass der Gott der Vater von uns allen ist. Ich verstehe nicht jedes Gebet. Aber das Gebet muss man ja nicht unbedingt verstehen. Das Gebet muss man mehr spüren. Wir werden sicher eine Lösung finden, Frau Stefan. Aber wir können doch den Aronek nicht verhungern. Ich habe ihn auf der Straße gefunden, wie er in seinem viel zu grossen Mantel um Geld gebettelt hat. Wohnt hat er in einem dreckigen Loch. Und seine Eltern sind gestorben. Schon gut, Herr Doktor, schon gut. Kann ich ja verstehen, es sind schwierige Zeiten. Komm, Aronek, ich zeige dir unser Haus. Das ist sicher oben, gell? Ja. Also, dann gehen wir doch gerade als erstes in die Küche. Macht's noch fest weh? Es geht. Hoffentlich ist nichts gebrochen. Bist du umgekehrt, Michal? Ja, ich bin beim Shooten in die Schmuel hineingesäckelt. Zeig. Ist es gebrochen? Tut das weh? Es geht schon noch. Also nein, gebrochen ist nichts. Aber gang doch hinter ins Badzimmer, dort ist gerade Frau Esther. Sie soll dir einen kalten Umschlag machen. Und dir, Michal, habe ich etwas. Schau, du kannst mit denen etwas anfangen. 2 kleine Murgigen. Die sind dann schön. Ja, und ich habe herausgefunden, warum du gerade 2 brauchst. Die eine ist Dur und die andere ist Moll. Heisst das, sie tun anders? Ja, du wirst es dann herausfinden. Moll, das tönt eher traurig und Dur, das ist fröhlich. Merci vielmals. Ich probiere es gleich aus.
Ums Himmels Willen, Herr Deginski, was ist passiert? Sie haben mir auf dem Schulweg aufgelauert und mich abgeschlagen. Ja, Herr Doktor. Als ich heute beim Schulhaus vorbeigelaufen bin, habe ich 4 Giele gesehen, wie sie auf einen Leon eingeschlagen haben. Als ich sie hier gefragt warum sie das machen, haben sie gesagt, «Ja, denk, weil es ein dreckiger Idiot ist.» So kämpfen sie das, Grobianen. Heute schlagen sie einen kleinen Jod ab. Und morgen gehen genau die vor dem grossen Jod der Kille auf die Knie. Deutsche Panzer haben die Vororte Warschaus erreicht. Noch werden sie von polnischen Soldaten zurückgehalten. Erneut kam es zu Fliegerangriffen auf die Innenstadt. Jetzt ist er da, der Krieg. Oh je, Hanka, hast du etwas? Sag, was hast du? Ich habe so Angst, Herr Doktor. Angst? Nein, du musst doch nicht Angst haben. Schau da, neben dir schlafen deine Freunde. Dort im Nebenzimmer schlafen Frau Stefan. Und hier in der Kammer, da hocke ich am Tisch und kann mich nicht konzentrieren, weil ein Mädchen Angst hat. Vor was hast du denn Angst? Vor dem Wind und den Schatten. Vor dem Wind? Nein, da musst du doch nicht Angst haben. Lass gut her. Hörst du? Der Wind, der erzählt eine Geschichte. Die Geschichte von einem Mädchen, das briegt, statt dass es schlaft. Und darum wüste, rote Augen hat. Der Wind kann reden. Ja, der Wind, der erzählt wunderbare Geschichten. Aber für die zu verstehen, muss man ganz, ganz ruhig da liegen und ganz, ganz genau herhören. Dann versteht man den Wind auf das Maul. So, lass jetzt gut auf den Wind und versuch einzuschlafen. Morgen wartet ein neuer Tag auf uns mit vielen Überraschungen.
Schlaf gut, Hanke. Güte Gott. Es ist einfach unglaublich. Die Kinder, die ich gerne habe. Und ihr Vertrauen ist grenzenlos. Manchmal frage ich mich, wie lange können wir ihrem Vertrauen noch gerecht werden und sie in dieser schlimmen Zeit vor dem Bösen schützen. Ich weiss nicht, ob sie es geraten, aber ich hoffe es. Es ist doch verrückt, was Kinder heutzutage alles müssen tragen. Sie sind kaum 10-jährig und tragen schon das Gewicht von vielen Generationen. Aber warum seid ihr eigentlich nicht in Palästina geblieben? Dort wären wir in Sicherheit und nicht hier in Polen, im Krieg. Ich wäre wirklich gern in diesem herrlichen Land geblieben. Und ich kann sicher auch wieder einmal dorthin. Aber solange es hier so schlimm ist, bleibe ich da, bei den Kindern und bei euch. Danke, Frau Steffen. Danke. Baruch atah Adoshem, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Hanni! Hey! Die wollen auf! Was gibt's eigentlich? Also, Ruhe, es hat Frauen genug. Wie viel willst Eine grosse Portion, bitte. du? Am meisten da? Du weißt, es wird nichts vorgeschossen. Ich mach schon, ich hab Hunger. Mir nur eine kleine Portion. Merci. Wir haben nur eine kleine. Herr Doktor, wir essen zu wenig. Nehmt doch eine grosse Portion. Um mich müsst ihr euch nicht kümmern. Ich bekomme schon genug. Und im Übrigen braucht ein alter Mann weniger Energie wie ein Kind. Für mich gerne eine mittlere. Herr Doktor, Mhm. was passiert eigentlich, wenn die Dauer nicht leer ist? Ja, das kommt natürlich darauf an. Wenn es jemand anderes aus ist, dann hat man Glück gehabt. Und sonst kommt man halt vor Kindergericht. Aber Herr Doktor, ich will einfach nicht mehr. Du hättest halt eine kleinere Portion sollen nehmen. Ich weiss schon, aber ich habe gemeint, ich habe viel mehr Hunger.
Also das Wenige machst du jetzt wirklich messen? Nein, ich mag wirklich nicht mehr. Es gibt Kinder, die wären froh, wenn sie etwas zu essen hätten. Ist es jetzt noch aus? Ich weiß schon. Herr Doktor! Machst du nicht mehr? Ja, ich meine... Danke, Herr Doktor. Aber wieso tragen ihr heute eigentlich eine Uniform? Wenn die Deutschen jetzt unser Land, unsere Stadt erobern, dann will ich mit meiner polnischen Uniform zeigen, dass sie kein Recht dazu haben, dass wir freie Polen sind. Ihr könnt fertig essen, es ist nichts passiert. Sie sind wirklich weg. Für einen Moment sicher wohl. Aber das nächste Mal muss ich dann aufpassen, dass ich nicht mit Chapel wieder verliere und ohne rausgegangen. Die deutschen Piloten haben nämlich meine Glatze gesehen. Und im Übrigen haben wir heute etwas zu feiern. Etwas zu feiern? Was denn? Unser Schmuel hat heute nämlich Geburtstag. Lieber Schmuel, wir wünschen dir ganz herzlich alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Und hier habe ich dir noch ein kleines Geschenk. Merci vielmals, Herr Doktor. Was ist drin? Eine chromatische Mugige. Ja, eine richtige Profi-Mugige. Da kannst du jetzt Dur und Moll miteinander spielen und musst nicht gegen die Mugige wechseln. Wow, spiel uns etwas vor! Das Lied vom Sturm. Ja, aber noch nicht auf dieser Mugige. Dann spielst du es halt auf der alten vor. Oh ja! Oh,
an die Juden Warschaus. Wer vor der Geschichte flieht, wird von der Geschichte eingeholt. Außergewöhnliche Bedingungen erfordern außergewöhnliche Anstrengungen des Denkens, des Fühlens, des Willens und der Tat. Wir gehen zugrunde, wenn es keine sofortige Hilfe gibt. Ich fordere, ich drohe nicht, aber ich warne. So, und jetzt schreibe ich noch einen Brief an Christen. An die christlichen Bürger Warschaus. Dem Kind soll in Zeiten der Not zuerst Hilfe zuteil werden. Ich bitte um erstens finanzielle Unterstützung, zweitens Spenden in Naturalien, Klammer, wir können alles gebrauchen, drittens Adressen wohlhabender Bekannte. Wegen des Abholens der Sachen und einer Antwort auf den Aufruf melde ich mich in den nächsten Tagen. Janusz Korczak, Direktor des Waisenhauses Dom Schirot, Krochmalna Straße 92, Warschau. So, das Mal lasse ich mich nicht mehr abschüffeln. Ich bleibe einfach in ihren Wohnungen, bis ich etwas bekomme. Ich brauche dringend zu essen und Kleider für meine Kinder. Bekannt machen. Paragraph 1. Alle Juden, die das 10. Lebensjahr überschritten haben, sind verpflichtet, am rechten Ärmel der Kleidung und Überkleidung einen mindestens 10 cm breiten weißen Streifen mit dem Davidstern zu tragen. Paragraph 2. Diese Armbinden haben sich die Juden selbst zu beschaffen und mit dem entsprechenden Kennzeichen zu versehen. Paragraph 3. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bestraft. Nein, eine so eine Armbinde lege ich nie an. Nie in meinem Leben. Der Davidstern ist nicht ein Schandmal. Der Davidstern ist ein Ehrenzeichen.
seine Idee ist das eigentlich gewesen, mit dieser Fahne? Im Herr Doktor Sinne. Eine gute Idee, findet ihr nicht auch? Allerdings, die Idee von dieser Fahne hat mir schon in seinem Buch so gefallen. Das Buch kenne ich. Also das König Matthias. Hat es denn im Buch auch so einen Stern? Nein, im Buch hat es nur das vierblättrige Kleeblatt auf grauem Stoff. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir auch den Davidstern drauf tun. Und zwar auf grünem Stoff, auf der Farbe von Hoffnung. Aber der Altdoktor hat doch gesagt, er lege die Armbinde mit dem Stern nicht an. Das komme nicht in Frage. Der Unterschied ist der: auf der Armbinde ist der Davidstern ein Schandmal, ein Zeichen, das uns ausgrenzt. Auf der Fahne aber ist der Davidstern ein Ehrenzeichen, ein Zeichen für unseren Mut. Schau mal, Doktor, unsere Fahne. Oh, die ist ja schön. Die ist ja viel schöner, als ich mir so vorgestellt habe. Frau Sefa, Herr Doktor, den Tisch brauchen wir nicht fürs Kindergrill. Ja, keine Angst, wir gehen in die Küche. Ich komme noch. Nein, Herr Doktor, ihr müsst da bleiben. Die sind ja angeklagt. Stimmt. Ich bin ja angeklagt, dass ich das vergessen habe. Ich werde wirklich langsam alt. Schmuel, leitest du dieses Kindergericht? Nein, lieber nicht. Aber der Michael kann es ja machen. Es geht nicht, er ist schon Gerichtsschreiber. Mach's doch du, das kannst du gut. Wenn er es nicht will, dann mach ich. Sicher nicht. Letztes Mal, als das Gericht geleitet hat es ein riesiges Sturm gegeben. Dann tun wir halt auslösen. Nein. Mach's doch einfach du. Ja, Schmuel. Also gut, dann mach ich es halt. Merci vielmals, Schmuel. Aber ich brauche noch die Liste. Der Jeschi, der Aronek. Wir fangen doch mit dem Herrn Doktor an. Oh ja, da bin ich schon gespannt. Hockt doch neben Aronek. Herr Doktor, ihr seid von Michael angeklagt worden, weil ihr zum x-ten Mal auf ein fahrendes Tram aufgesprungen seid. Obwohl ihr genau wisst, dass das gefährlich und strengstens verboten ist. Habt ihr eine Entschuldigung? Ja, ich musste pressieren. Und wenn ich das Tram nicht verwünscht hätte, dann wäre ich spät zu der Vorlesung gekommen. Wollt ihr die Entschuldigung gelten? Oder schlägt jemand eine Strafe vor? Also, ich würde sie gelten. Der Doktor ist doch so berühmt. Wir kennen ihn von überall. Vom Radio, von seinen vielen Büchern, vom König Matthias. Ist doch gleich, ob er berühmt ist oder nicht. Wenn ins Tram gekommen wäre, würde ihm das jetzt auch nicht nützen. Ja, aber er hat es doch nicht böse gemeint. Können wir ihm denn nicht noch eine Chance geben? Nein, er muss bestraft werden. Wir brauchen ihn, er darf nicht überfahren werden. Hanna hat recht, der Altdoktor muss bestraft werden. Nein! Oh! Ruhe! Hockt wieder ab. Wir stimmen ab. Wer ist dafür, dass der Herr Doktor nicht bestraft wird? Ich! Und wer ist für eine Bestrafung? Ich! Der Fall ist klar. Ich schlage vor, wir geben am Herrn Doktor den Paragraph 100. Oder gibt es einen anderen Vorschlag? Nein, ich finde auch, dass der Paragraph 100 gut ist. Gut, dann stimmen wir nochmal ab. Wer ist dafür, dass der Herr Doktor den Paragraph 100 bekommt? Ich! Herr Doktor, ihr werdet mit dem Paragraph 100 bestraft. Gerichtsschreiber, lies mir bitte vor. Paragraph 100. Das Gericht verzeiht nicht und stellt fest, dass der Herr Doktor das getan hat, wessen man ihn beschuldigt.
Das ist schön von dir, dass du bist besuchen, Zerubbabel. Das Leben in Palästina und in einem Kibbutz, das muss ungeheuer spannend sein. Das Einstehen für Gerechtigkeit und Frieden unter den Völkern, das will ich auch. Nur etwas stört mich. Ihr solltet euch mehr um die Kinder kümmern. Ja, das stimmt. Aber hättet ihr mit denen eine Idee, was ihr mit ihnen machen könnt? Drachen basteln. Ist das nicht schwierig? Nein. Du brauchst nur ein bisschen Schnur, Papier, Kleister und ein bisschen Sperrholz und Wind. Und Wind, das hat es in Palästina ja genug. Kinder, die brauchen etwas zum Spielen und was lässt träumen. Die Vollidioten! Wer so gegen andere hetzt, schadet doch nur sich selber. Juden ins Ghetto! Durch solche böse Gedanken ist so viel vergiftet worden. Aber Herr Doktor, nicht so laut. Die Welt steht am Abgrund. Das ist es. Aber schau doch, die schönen Herbstbäume. So einen schönen Herbst könnt ihr in Palästina kaum sehen. Und vielleicht wäre es gut, wenn ich gleich mit allen Kindern auf Palästina käme. Achtung, Achtung! Hier spricht der Gouverneur Warschaus. In Warschau werden 3 Wohnbezirke eingerichtet. Einen für Deutsche, einen für Polen und einen für Juden. Alle Juden müssen bis Ende Monat in den für sie vorgesehenen Wohnbezirk umziehen. Möbel dürfen nicht mitgenommen werden. Ich komme, Frau Stefan. Immer mit der Ruhe. Herr Doktor, nehmt ihr so viele Kleider mit? Kleider? Nein, da hat es fast keine Kleider drin. Aber viele Bücher und Manuskripte und Blätter und Geschichten und Gedanken. Nehmt ihr den König Matthew schon mit? Natürlich. Und da in diesem Sack sind Herdöpfel. Den Sack könnt ihr mir geben, da trage ich. Was? Wir kommen da mit? Ja.
wir lassen euch sicher nicht im Stich. Wer wechselt sonst die kaputten Glühbirnen aus? Und wer wäscht sonst die dreckigen Kleider? Meister Zaleski und Frau Walanska, wir sind natürlich sehr froh, wenn ihr mit uns mitkommt. Aber hier wären wir in Sicherheit. Und im Ghetto weiss niemand, was passiert. Entschieden ist entschieden. Wir gehören zu euch und kommen darum mit. So, und jetzt, wo noch unser lieber Doktor endlich parat ist, können wir gehen. Michal, gehst du mit der Fahne voraus? Oh ja, Frau Stefan. wir könnten doch das Lied vom Sturm singen. Oh ja! Zweite Stadt, in Fürsamt, doch wir haben einander tanzt. Mit Eike, Angst vor Sturm und Wind, das haben Zahlen, auch ihr Kind, sie hören sich nicht, oh, wenn der Sturm losgeht. Doktor, Kochschock, ich habe ein Haus für Sie mit Foto und allem. Ich weiß, wo Sie sich verstecken können. Kommen Sie mit, es ist alles geplant. Nein, Frau Krupka, das geht nicht. Ich kann Frau Stefan und die Kinder nicht im Stich lassen. Im Ghetto sind Sie gefangen. Sie müssen fliehen. Kommen Sie mit. Nein, Frau Krupka, ich muss den Kindern und den Menschen treu bleiben. Herr Doktor, bitte! Sie haben mich wenigstens bemüht. Nicht-Juden ist der Zutritt ins Ghetto verboten. Aber wir gehören zu ihnen. Wir arbeiten schon lange für das Weishaus hier am Scherot. Sie sollen sich schämen, in den Verräter. Und den Sack geben Sie mir. Verschwindet in den Verräter! Lasst doch die beiden lassen und der Sack Wer da. sind Sie denn? Dieser Kartoffelsack braucht Sie nicht zu kümmern. Dann habe ich Sie eben einem kleinen, dreckigen jüdischen Waisenhaus abgenommen. Klar geht mir der Herr Töpfelsack etwas an. Ich bin schließlich der Leiter von diesem Waisenhaus. Und das ist weder klein noch dreckig. Aber es ist ein jüdisches Waisenhaus. Und Sie sind ja ganz offensichtlich kein Jude. Natürlich bin ich ein Jude. Warum trägst du keine Armbinde, verdammt nochmal? Es gibt Gesetz von Gott und es gibt Gesetz von den Menschen. Zu welcher Sorte der Armbindenbefehl gehört, brauche ich auch kaum zu sagen. Was fällt dir ein, du kleiner Drecksjude? Du bist verhaftet. bekannt machen. In der letzten Zeit ist durch Juden, die den ihnen zugewiesenen Wohnbezirk verlassen haben, in zahlreichen Fällen nachweislich Fleckfieber verbreitet worden. Um die hierdurch der Bevölkerung drohende Gefahr abzuwenden, wird verordnet, dass in Zukunft ein Jude, der den ihm zugewiesenen Wohnbezirk unbefugt verlässt, mit dem Tode bestraft wird. Die gleiche Strafe trifft diejenigen, die diesen Juden wissentlich Unterschlupf gewähren oder durch Gewährung von Nachtlagern, Verpflegung, Mitnahme auf Fahrzeugen aller Art und so weiter den Juden behilflich sind. Wollt ihr noch ein bisschen Wasser? Ja, gern. Ich gehe. Danke.
So, die Kinder sind im Bett. Jetzt sollte sie nur noch endlich einschlafen. Es ist einfach zum Verzweifeln. Heute sind schon wieder 3 neue Kinder dazugekommen. Jetzt sind wir schon 150. Ich weiss nicht, wie sollen wir da jeden Tag noch das Essen organisieren können? Wenn doch nur der alte Doktor endlich da wäre. Ja. Und was machen wir den ganzen Tag mit so vielen Kindern? Wir können nicht raus und putzen, abwaschen und kochen können wir auch nicht den ganzen Tag. Wir könnten mit doch Hebräisch lernen. So könnten sie die Sprache schon, wenn wir dann einmal auf Palästina auswandern. Das ist eine gute Idee. Aber meint ihr, da würden die Kinder auch mitmachen? Ich habe noch andere Ideen. Kurz bevor wir ins Ghetto gekommen sind, hat mir der alte Doktor ein Büchlein da gegeben. Es ist ein Theaterstück von einem indischen Dichter. Ein Theater? Das ist super. Da machen die Kinder sicher mit. Ja, aber wie heisst denn das Theaterstück? Um was geht es überhaupt? Meint ihr nicht, wir sollten den Kindern jetzt etwas lehren, was sie nicht mehr in die Schule können? Frau Stefan, ich bin ganz sicher, bei diesem Theaterstück können die Kinder ganz einen Haufen lernen. Das heisst, das Postamt. Und es geht um einen Amal, einen schwerkranken Bub. Er möchte gerne rausgehen, aber der Dorfarzt verbietet es ihm. Darum ist er eingesperrt. Genau wie wir hier im Ghetto. Das klingt aber nach einer traurigen Geschichte. Meinst du nicht, wir sollten etwas Fröhliches vorführen? Es ist wirklich eine traurige Geschichte. Aber sie hat auch hoffnungsvolle Seiten. Der Amal bekommt Besuch von einem alten Mann. Und der erzählt ihm von einem Traumland. Wir müssen den Kindern unbedingt beibringen zu träumen. Das ist die einzige Möglichkeit, aus diesem trostlosen Leben hier zu flüchten. Und was passiert denn mit dem Amal? Stirbt er am Schluss? Ja, er stirbt. Er stirbt in dem Moment, wo der Bote vom König bei ihm ist. Der Amal hat davon geträumt, dass der König ihn besuchen. Und in dem Moment, wo der Bote vom König bei ihm ist und ihm den Besuch vom König ankündigt, da stirbt der Amal. Vor Glück. Mal. Ich glaube, ich sehe langsam, was du den Kindern mit diesem Theaterstück lernen willst. Du willst ihnen die Angst vor dem Tod nehmen, so ein bisschen auf das vorbereiten, was bei uns zukommen könnte. Mal. Ich glaube, Herr Doktor! Endlich! Was für ein Glück! Aber wie sieht er aus? Was haben Sie mit euch gemacht? Sagt Herr Doktor, Sie haben euch am Nein! Wie geht's dem Kind? Den Kindern geht's gut. Sie sind einigermaßen gesund. Nur schlafen können sie nicht, bei diesem Lärm draussen. Und der Umzug ins Ghetto hat ihnen schon ein bisschen zu arbeiten gemacht. Aber sagt, Sie... Nein! Wir müssen unbedingt den Vordereingang zumauern. Doktor, das redet ihr da. Das seid ja ganz Nein! Aber ich habe Angst vor dem, was passieren könnte. Den Deutschen traue ich jetzt alles zu. Und darum müssen wir uns vorne schützen und so schnell wie möglich den Haupteingang zumauern. Die Deutschen wollen uns ausgrenzen und darum müssen wir uns vorne abgrenzen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich gehe gerade morgen. Nein, Herr Doktor, nichts vor morgen. Dann können wir jetzt zuerst mal schlafen. Kommt, zeig mir euch ins Bett.
meiner Erfahrung besitze ich eine beachtliche Fähigkeit, sogar mit kriminellen Typen und ausgemachten Trotteln zusammenzuarbeiten. Ich bin eine Schlafmütze, aber ich kann, aus dem Gleichgewicht gebracht, zum Hitzkopf werden. Herr Doktor, Ich komme. Ich bitte um eine Dienstwohnung und 2 Mahlzeiten täglich. Unter einer Wohnung verstehe ich eine Ecke. Die Mahlzeiten nehme ich aus dem Kessel für alle. Auf beides kann ich aber auch verzichten. Herr Doktor, was schreibt ihr da? Ich schreibe eine Bewerbung, für in einem anderen Heim noch zu arbeiten. Was? Ihr wollt fort von uns? Nein, keine Angst, ich bleibe bei euch. Aber ich muss in diesem Heim zum Rechten schauen. Da geht es schlimm zu und her. Die Kinder sind krank und niemand schaut zu ihnen. Und die Angestellten stellen mir das Essen weg. Herr Doktor, kommt ihr jetzt vorlesen? Ich komme. Ich muss nur noch schnell das Buch suchen. Wir gehen von der Jahre! Nein, bleibt in eurem Bett. Ich komme zu euch in den Schlafsaal. Endlich! Aber wo ist eigentlich Samuel? Ja, das frage ich mich schon lange. Es war einmal, der Doktor sagte, wenn man König mit den 3 Tagen genesen, sei das. Ah ja, natürlich. Der König ist ja schon gestorben. Und jetzt ist sein kleiner Bub, der Matthias, König. Und da hat sich natürlich manches geändert. Ja, die Kinder kamen gern in den königlichen Garten. Felix' Vater, der Zimmermann gewesen war, ehe er Soldat wurde, baute ihnen eine Schaukel. Also schaukelten sie, spielten Fangen, Ball und Feuerwehr, ruderten auf dem Schlossteich und angelten. Der königliche Gärtner war darüber sehr erzürnt. Er lief zur Palastverwaltung, sich zu beschweren. Die Kinder in ihrer Unvorsichtigkeit hatten sogar Scheiben zerschlagen. Aber niemand konnte etwas sagen, denn Matthias war nun König Reformator und führte seine eigene Ordnung ein. Jetzt hörte man Gelächter, hin und her gerenne, Geschrei, an dem auch der fröhliche Hauptmann teilnahm, und mitunter kam sogar der alte Doktor in Bewegung und begann mit ihnen zusammen zu tanzen oder Seil zu springen. Oh ja, Herr Doktor, dann könnt ihr da wieder einmal mit uns tanzen oder Seile gumpen. Wie schön wär's doch, wenn wir wieder eine draussen spielen könnten. Ja, wieder mal auf einem Rasen shooten. Ja, und wo könnte denn das geschehen? Bei Allerheiligen Kirche gibt es doch einen grossen Garten. Wir könnten Herrn Pfarrer einen Brief schreiben und dann fragen, ob wir bei ihm spielen dürfen. Oh ja, Herr Doktor, was meint ihr? Das wäre eine sehr gute Idee. Aber wie müsste so ein Brief aussehen? Er müsste sehr freundlich und mit Respekt geschrieben sein. Anfang könnte zum Beispiel so. An den hochwürdigen Herrn Pfarrer, wir bitten den sehr verehrten Herrn Pfarrer höflichst, uns in seine Güte zu erlauben, ein paar Mal samstags in den Morgenstunden in den Kirchgarten zu gehen. Ja, und dann kommt man so weiterfahren. Wir sehnen uns nach ein bisschen Luft und Grün. Bei uns ist es eng und dumpf.
Ja, genau so müsstet ihr ihm schreiben. Aber jetzt zuerst schlaft ihr noch. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht! Herr Doktor, wo ist eigentlich der Schmuel? Ja, die Großmutter ist noch holen. Und sie sind miteinander aus dem Ghetto geflüchtet. Hoffentlich ist alles gut gegangen. Warum? Was könnte passiert sein? Die Kinder schlafen. Mein Bett steht mitten im Zimmer. Darunter steht eine Flasche Schnaps. Mit 5 Gläschen Schnaps, halb und halb mit heißem Wasser, bin ich frei von Schmerzen. Zerschlagen kehrte ich von meinem Rundgang zurück. 7 Besuche, Gespräche, Treffen, Fragen. Ergebnis: 5 Zloty und eine Verpflichtung über 5 Zloty monatlich. Können davon 200 Menschen leben? Ich huste. Das ist eine schwere Arbeit. Vom Gehsteig auf die Fahrbahn hinuntersteigen. Von dort wieder auf den Gehsteig klettern. Ein Passant stieß mich. Ich schwankte und lehnte mich an eine Hauswand. Die Kinder schleichen umher. Nur die äußere Haut ist normal. Darunter lauern Erschöpfung, Mutlosigkeit, Wut, Auflehnung, Misstrauen, Groll, Sehnsucht.
Oh Gott, hilf, dass der Herr Doktor nicht schon wieder etwas will von mir. Doch, genau wegen dem komme ich. Ich muss doch meinen Onkel, meinen Tanten, meinen Cousinen helfen. Jeden Tag kommen Leute und sagen, ich sei mit ihnen verwandt. Ich gebe ihnen dann 2 Mahlzeiten am Tag und sie sind zufrieden. Dann wollen sie ein Hemd und Schuhe. Am Schluss, ich muss noch den Doktor bezahlen. Ihr müsst mir gleich etwas geben. Oder wollt ihr, dass meine 200 Kinder verhungern? Nein, das will ich nicht. Dann gebe ich Ihnen 20 Sloten. Das ist jetzt aber genug. Merci vielmals. Aber ich komme wieder. Da könnt ihr sicher sein. Nein, nicht schon wieder. Ich habe doch gesagt, ihr sollt nicht mehr kommen. Und Bettelbriefe braucht ihr auch nicht mehr zu schreiben. Die gehen sowieso ungelesen ins Feuer. Euer freches Betteln ist mir da oben und jetzt geht, und zwar schnell. Danke, das ist für mich. Und was bekomme ich für meine Kinder? Nichts. Ich bilde den Lau. Jetzt kraken. Doktor? Der hier, Herr Tajmicki, aber die wissen doch, dass es nicht Juden bei Todesstrafe verboten ist, ins Ghetto zu kommen. Ja, ich bin gekommen, um mich zu fragen, ob ich irgendetwas ins Ghetto schmuggeln kann. Brot, Herdöpfel oder Würst. Nein, das bringen wir schon irgendwie zusammen. Am liebsten hätte ich Granium. Granium? Ja, Granium. Überall, wo das Kind hat, muss es auch Pflanzen haben. Kinder brauchen etwas zum Beobachten und zum Staunen. Dann würden sie ihren grauen Alltag ein bisschen vergessen können. Granium bringt ein bisschen Farbe und Freude in unseren Alltag. Bekannt machen. Wegen unbefugten Verlassens des jüdischen Wohnbezirks in Warschau sind die Juden Rivka Kiermann, Sarah Pashtel, Josef Peikus, Luba Gatz durch Urteil des Sondergerichts Warschau zum Tode verurteilt worden. Das Urteil ist vollstreckt worden.
Was studiert ihr? Ich bin dann noch ganz gerührt, wie unsere Kinder den Sederabend gefeiert haben. Wie sie gefragt haben, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten. Und wie sie erzählt haben, wie Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Ja, das gibt Kraft. Ja. Und gleich habe ich manchmal Angst. Jetzt mal keine Kraft mehr zu haben. Dann geht es euch gleich wie mir. Herr Doktor, Frau Stefan, kommt, singet mit. Es ist Pessa. Heute wollen wir feiern. Die können dann nachher ihren Preis bei mir in der Dachkammer abholen. Aber zuerst müssen wir noch unseren Salon zurück in einen Schlafsaal verwandeln. Jeden Abend. Aber jetzt habe ich noch eine wichtige Mitteilung zu machen. In unserem Haus hat es furchtbar viele Fliegen. Überall hat es Fliegen. Aber am meisten Fliegen hat es auf dem WC. Und das kann ich als Doktor natürlich gar nicht geben. Darum habe ich mir überlegt, was man dagegen machen könnte. Und bin auf die Idee gekommen, von jetzt an kostet es, wenn wir aufs WC wollen. Nein, das geht doch nicht! Ich habe keine Ahnung, wie soll ich das zahlen? Ich habe hier den WC-Tarif aufgeschrieben und bitte den Michael, uns den vorzulesen. Und nachher ans Schwarzenberg anzuschlagen. Toilettentarife. Erstens, für ein kleines Geschäft sind 5 Fliegen zu fangen. Zweitens, für ein großes, 2. Klasse, Kübelhocker mit ausgesägter Öffnung, 10 Fliegen. Drittens, für ein großes, 1. Klasse, WC mit Brille, 15 Fliegen. Und ab wann gilt der Tarif? Ab sofort. Die Fleugenplatte muss ein Ende haben. Aber Herr Doktor, kann ich nicht später zahlen? Ich muss unbedingt aufs WC.
Bekanntmachung. Auf Befehl der deutschen Behörde werden alle jüdischen Personen, gleichgültig welchen Alters und Geschlechts, die in Warschau wohnen, nach dem Osten umgesiedelt. Jeder jüdische Umsiedler darf von seinem Eigentum 15 Kilogramm als Reisegepäck mitnehmen. Verpflegung ist für 3 Tage mitzunehmen. Doktor! Ja, hier ist Granium. Oh! Merci vielmals. Kein Problem. Und morgen können wir nach aus dem Ghetto schmuggeln und an einen sicheren Ort bringen. Und was ist mit dem Kind? Frau Stefan ist ja bei Ihnen. Sie wird sicher gut zu ihnen schauen. Herr Teibnitzki, ihr denkt nicht anständig. Stefan ist erst kürzlich von Palästina wieder hierher gekommen. Und sie konnte dort bleiben. Ja. Und sie hat dort alles gehabt. Arbeit und Liebe, Freunde. Und sie ist gleich hierher gekommen. Sie ist hierher gekommen. Nein. Und jetzt soll ich sie im Stich lassen. Und zu ihr sagen, adieu, liebe Freundin. Weil ich ein wertvoller Edelstein bin, muss ich mich jetzt retten. Bleibt ihr bitte da und kümmert euch um die Kinder. Ihr seid euch ja harte Arbeit gewandt und gefahren. Wir werden einander dann im Paradies wieder sehen, bei Gott, wo wir beide an ihn glauben. Aber Herr Doktor... Nein, Herr Teibnitzki, das kommt nicht in Frage. Aber Herr Doktor... Sie hat Esther verhaftet. Nein. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Herr Doktor, wo wollt ihr her? Geh schauen, ob ich Esther noch von der Deportation retten kann. Ich glaube, es ist gut, wenn jedem Kind die Feiertagskleidung weglegen. So sind wir parat, falls uns die Deutschen holen können. Der Geist sehnt sich im engen Käfig des Körpers. Die Menschen empfinden und betrachten den Tod als das Ende. Aber er ist nur die Fortsetzung des Lebens. Ein anderes Leben. Mein Leben ist schwierig, aber interessant gewesen.
Um so eines hatte ich Gott in meiner Jugend gebeten. Gib mir, o Herr, ein schweres, aber schönes, reiches, würdiges Leben. Sterben möchte ich bewusst und bei Sinnen. Ich weiß nicht, was ich den Kindern zum Abschied sagen würde. Ich würde ihnen gern so viel sagen, dass sie ihren Weg völlig frei wählen können. Herr Doktor? Du, Michal? Schon so früh? Ja, ich muss arbeiten. Sie haben mich zum Flicken von der Ghetto-Mauer aufgeboten. Aber etwas macht mir Angst. Ich habe das Gerücht gehört, dass wir in den nächsten Tagen auch die Kinderheim ins Arbeitslager Treblinka deportieren. Die Deutschen schicken auch noch viel auf Treblinka. Aber warum Kinder? Kinder sind doch zu klein für zum Arbeiten. Wenn ihr nur recht habt. Aber ich muss jetzt gehen. Ade, Herr Doktor. Adieu, Michal. Schon lange habe ich die Welt nicht mehr gesegnet. Diese Nacht habe ich es versucht. Es ist mir misslungen. Ich wünsche niemandem etwas Böses. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Vater unser, der du bist im Himmel. Dieses Gebet haben Hunger und Unglück gemeißelt. Unser tägliches Brot. Brot. Ich gieße die Blumen, meine Glatze am Fenster. Ein gutes Ziel, er hat einen Karabiner. Warum steht er da und zieht ruhig her? Er hat keinen Befehl. Und vielleicht war er als Zivilist Dorfschullehrer, vielleicht Notar, Straßenfeger in Leipzig, Kellner in Köln. Was wird er tun, wenn ich ihm zunickte? Freundschaftlich mit der Hand grüßen? Vielleicht weiß er gar nicht, dass es so ist, wie es ist. Er kann erst gestern von weit her gekommen sein.
Hashem, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Ein guter Miteinander. Ein guter. Was? Nur so wenig? Nur ein Stück Brot. Aber ich habe doch so Hunger. Da komm, nimm mich bitte. Du hast es nötiger wie ich. Danke vielmals. Ui! Was bekomme ich? Warum trompetest du wie eine Posaune von Jericho? Du hast ja schon vorgestern meinen Anteil bekommen. Leon, bist du wieder gesund? Ja, es geht mir wieder viel besser. Der alte Doktor hat mir das Wundermittel gegeben. Schade, hast du beim Poststammtheater nicht mitspielen. Das hat so gefällt. Wieso gefällt dir das Stück so gut? Weil es mir Mut macht. Mut? Ja, dank dem Theater weiss ich jetzt, dass ich eigentlich keine Angst mehr haben vor dem Tod. Herr Doktor, habt ihr jetzt herausgefunden, wo das Fräulein Esther ist? Ja, dann kommt sie endlich wieder. Nein, leider habe ich sie nie gefunden. Aber ich bin sicher, wenn sie nicht gleich wieder rumkommt, dann finden wir sie an einem anderen Ort. Und ich bin sicher, dort hilft sie auch den Kindern, wie sie euch hier geholfen hat. Aber sie soll uns und nicht den anderen Kindern helfen. Frau Stefan, dürft ihr noch ein bisschen Wasser haben? Und ich hätte auch noch gerne ein bisschen Wasser. Ganz ruhig, Kinder. Eins nach dem anderen. Ja, ich habe noch so Durst. Nimm zuerst mal das, was du noch hast. Und ihr wisst ja, unsere Vorräte sind knapp. Juden raus! In 10 Minuten steht ihr alle abmarschbereit auf der Straße! Los! Marsch! Herr Doktor, was ist los? Was will der Mann von uns? Hört, meine Lieben, wir gehen jetzt auf eine Reise. Wir müssen ein Zeitchen fort von hier. Es ist Krieg und für uns gefährlich. Dorthin, wo wir kommen, hat es viel Platz. Und eine grüne Matte mit Blumen für euch zum Spiel. Darum packt schnell das Nötigste zusammen. In 10 Minuten müssen wir unten auf der Straße sein. Und legt eure besten Schuhe und Feiertagskleider an. Ich habe noch alles parat gelegt. Wo ist mein Ball? Mein Tagebuch. Wo ist mein Tagebuch? Mein Jäckchen. Wo ist mein Jäckchen? Schau, dort ist dein Tagebuch. Wo ist mein Koffer? Mein Jäckchen. Leon! Leon! Hier. Da ist dein Ball. Danke. Marella! Nein, weg mal den Boden, nicht! Leon, holst du schnell die Pfanne? Ja, sofort. Wir könnten doch das Lied vom Sturm wieder singen. Ja, das würde jetzt passen. Aber ich glaube, wir machen es gescheiter nicht.
Los, Abmarsch, aber schnell! Schneller, schneller, Judenpaar! Los, rauf mit euch, einsteigen! Los! Herr Doktor? Frau Stefan! Hanna! Leon! Herr Doktor! Herr Hauptmann, das Waisenhaus Domschiro von Janusz Korczak und Stefania Wilczynska ist zum Abtransport bereit. Felek, Moniusz, Albert, Jezik, Belunia, Bienia, Haneczka, Januszek, Ireczka, Muszek, Reginka, Fałka, Maje, Glusman, Szejbacz, Semi, Sigmusz, Abrasza, Hanka, Aronek, Marela, Mendel, Heniek, Leon, Julek, Acio, Hanna, Ester, Janusz, Stefa.
Zwar konnte ich mit meiner Großmutter aus dem Ghetto flüchten. Die Deutschen haben mich aber dann gleich auf Auschwitz gebracht. Dort bin ich nicht mehr der Schmuer, sondern nur noch die Nummer 491 81 491 gewesen. Sie haben mir alles weggenommen, sogar meine Mugige. Gegen Brot konnte ich mir aber dann wieder eine eintauschen. Und mich eine von den deutschen Soldaten darauf spielen, hat er mich ins Lagerorchester gesteckt. Vor der Gaskammer, dort, wo all meine Verwandten tot gegangen sind, haben wir spielen. Und ich konnte heranschauen, was da vor meinen Augen passiert ist. Und ich habe immer nur an eins gedacht. Wenn ich da wieder lebendig rauskomme, will ich mich wieder als Doktor für die Kinder einsetzen und mit ihnen zusammen ein mugiges Orchester gründen. Als ich vom Arbeiten ins Wesenhaus zurückgekommen und niemand mehr gefunden habe, habe ich sofort gewusst, was passiert ist. Die deutschen Soldaten haben Herrn Doktor, Frau Stefan und die Kinder nicht etwa auf eine Blumenmatte geführt. Nein, sie haben sie in Eisenbahnwegen geladen und auf Treblinka gefahren. Wie tot. Keiner von ihnen hat überlebt. Warum nur? Immerhin, etwas konnte ich retten. Hier, in dieser Koffer, habe ich das Tagebuch und andere Schriften vom Herrn Doktor aus dem Ghetto rausgeschmuggelt. Damit diesen Schriften ja nichts passiert, habe ich sie zusammen mit Freunden in einem Haus am Rand der Stadt eingemauert. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, habe ich sie wieder vorgeholt. Hier, seine Aufsätze für die Heimzeitung. Und da, seine fröhliche Pädagogik. Und hier, der König Matschius. Aus dem hat er uns immer vorgelesen. Und da ist sein Ghetto-Tagebuch. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er gerade einen Satz über den Tod hineingeschrieben. Und der begleitet mich seitdem. Hier ist er. Die Menschen empfinden und betrachten den Tod als das Ende. Aber er ist nur die Fortsetzung des Lebens. Ein anderes Leben. Ein dunkles Kapitel aus einer Geschichte geht zu Ende. Jetzt ist es an uns, dafür einzustehen, dass so etwas nie mehr passieren kann. Nie mehr sollen Menschen, die sie anders sind, eine andere Meinung haben, eine andere Religion, ausgegrenzt werden. Und denkt daran, wenn ihr seht, dass so etwas passiert, dann schweigt nicht, sondern steht auf und mischt euch ein. Dr. Korschak ist und bleibt mein großes Vorbild. Er hat niemandem etwas Böses gewünscht und hat ein Herz gehabt für die Kleinen. Jetzt kann er nicht mehr für die Kleinen und Schwachen kämpfen.
Dafür können wir es tun. Wieder auf seinem Platz. Im Kibbutz Palästina habe ich mit den Kindern Drachen gebastelt. Und als ich die vielen Drachen am Himmel tanzen sah, dann habe ich auch Doktor, an Frau Stefan und an die Kinder gedacht. Ihrem Traum von einer gerechten und friedlichen Welt will ich treu bleiben. Und darum machen wir jetzt jedes Jahr wieder einen Drachenflugwettbewerb. Während dem ganzen Krieg habe ich darauf gehofft, dass unser Leiden ein Ende hat. Und wir eines Tages ein besseres Leben haben. Genau das habe ich im Don Chirot gelernt. Die Hoffnung auf ein besseres Leben nie aufzugeben. Wenn wir nicht im Waisenhaus in Warschau hätten aufwachsen können, dann hätten wir nicht gewusst, dass es auf dieser Welt auch ehrliche Leute gibt, die nicht stehlen. Dann hätten wir nicht gewusst, dass man die Wahrheit absagen. Und dann hätten wir nicht gewusst, dass es auf dieser Welt auch gerechte Gesetze gibt. Wir waren schon in Palästina, wo all das Schreckliche zu Europa passiert ist. Bei unserer Auswanderung haben wir nicht viel mitnehmen. Eins aber haben wir mitgenommen. Der Segen vom alten Doktor und von der Frau Stefan. Er gibt uns bis heute Kraft. Und heute Abend soll er auch euch Kraft geben. Wir nehmen Abschied von all denen, die uns schon verlassen haben oder bald weggehen werden, um nicht mehr zurückzukehren. Vor einer langen und weiten Reise nehmen wir Abschied. Diese Reise heißt das Leben. Wir geben euch nichts. Wir geben euch keinen Gott, denn ihr müsst ihn selbst in der eigenen Seele in einsamer Bemühung suchen. Wir geben euch kein Vaterland, denn ihr müsst es mit eigener Anstrengung des Herzens und der Gedanken finden. Wir geben euch keine Menschenliebe, denn es gibt keine Liebe ohne Verzeihung. Und verzeihen, das ist mühselig. Das ist eine Mühe, die jeder auf sich nehmen muss. Wir geben euch eines, die Sehnsucht nach einem besseren Leben, das es nicht gibt, aber einmal geben wird. Nach einem Leben der Wahrheit und Gerechtigkeit. Vielleicht wird euch diese Sehnsucht zu Gott, zum Vaterland und zur Liebe führen. Lebt wohl, vergesst es nicht.